Vor knapp 20 Jahren, 1983, hat sich eine der hoffnungsvollsten Bands des damaligen Musikstandortes Deutschlands leider aufgelöst. Ja? Nach nunmehr 5 Jahren, die sie erfolgreich waren, kam es zu Schwierigkeiten. Die Band existiert seitdem nicht mehr. Jetzt sind sie wieder zurück mit einem Comeback. Sie sollten Weltstars sein, sind es bislang leider wider Erwarten nicht. Aber das können Sie jetzt nachholen. Bei uns heute, wir freuen uns sehr, hier sind sie, hier sind die Pioniere, ja, deutscher Musik aus diesem Land. Hier sind Fraktus. So, ja, nehmt Platz. Wer hätte das gedacht, dass ihr tatsächlich, oder dass Sie zu dritt noch mal überhaupt unterwegs sein werden? Also es gab 1978 eine Bandgründung. Diese Bandgründung führte dann dazu, dass noch mal die Band umbenannt wurde. Am Schluss war es Fraktus und es war sehr, sehr erfolgreich. Praktisch auf dem Zenit des Erfolges brach die Band auseinander. Warum ist das damals geschehen? Stimmt nicht so ganz. Wir waren überhaupt nicht erfolgreich. Wir wollten auch nicht erfolgreich sein. Wir haben verschiedene Platten gemacht. Dann haben wir uns aufgelöst bei einem Brand, nach einem Brand. Und dann haben sich alle an unseren Sachen bedient. Wir waren, wenn Sie so wollen, die Grabbelkiste der Nation gewesen. Das Ersatzteillager für alle. Alle haben aus unserer Musik Techno entwickelt. Und jetzt wollen wir nur, dass Sie das auch mal zugeben. Und dass sie sich, die das gemacht haben von uns, entschuldigen. Ja, natürlich, klar. Also ich meine, ist das denn belegbar? Also, Moment. Wenn es ja auch kein finanzieller Erfolg war in dem Moment, war es ja doch ein Hype, der entstanden ist. Die Sache ist ja die, wenn heutzutage über uns behauptet wird, wir sind die Pioniere des Techno und ohne uns wird es die moderne elektronische Musik nicht geben, dann lassen wir das unwidersprochen. Aber wir sind nicht diejenigen, die die Behauptung in die Welt gestellt haben und dass wir ein Mythos sind, sondern das haben andere viel später erst, haben die uns erst entdeckt. Und wenn du heute im Radio eine x-beliebige Bassdrum hörst, dann kann man mit 19%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Ursprungssample eins von Fraktus ist. Nun ist es aber so, dass wenn man ein Comeback startet und sagt, wir sind wieder da, ist es natürlich ganz ratsam, den Leuten noch zu erklären, wer ist eigentlich wieder da? Wer ist Fraktus? Es gibt eine Dokumentation über genau das Zusammentreffen. Ja. Und da gibt es ein paar Bilder, die können wir uns mal anschauen, das ist ganz informativ. Ohne Fraktus wäre ich nie auf die Idee gekommen, selber Musik zu machen. Fraktus! Sie waren Deutschlands wichtigste Band. Erst Jahre später merkt man, was für einen Impact Fraktus hatten. Sie waren die musikalischen Vorbilder der 80er. Für mich waren Fraktus immer die größten. Und die Urväter des Techno. Fraktus wäre wahrscheinlich heute eine so bekannte Band wie Kraftwerk oder vielleicht Yellow. Ich dachte mir, dass die eigentlich noch die nächsten 10 Jahre zu hören sein werden, aber auf einmal war Schluss. Und das war's, das war das Ende von Fraktus. Ich habe nie mehr wieder was von der Band gehört danach. Ja, bis zum heutigen Tag. Man muss sagen, damals ist die Band auseinandergebrochen aufgrund eines Streits. Also es gab Unstimmigkeiten. Nein, es gab keinen Streit, es gab einen Brand. Hat er doch gesagt gerade. Ja, gut, aber das Equipment ist abgefackelt damals in der Turbine in Hamburg, kennt kein Mensch mehr. Und wir waren 22, 23 und mit dem Verlust, uns blieb nichts anderes übrig. Wir mussten uns auflösen. Aber wir waren ja auch nicht befreundet. Aber wer ist jetzt? Ja, das hat doch keiner gefragt. Mann, du. Das ging ja auch nicht um die Frage. Es ging nur darum, dass ich ihm gesagt habe, dass wir nicht befreundet sind. Kannst du nicht einfach warten, bis er dich was fragt? Unstimmigkeiten sind offensichtlich. Also es ist kein Zufall, dass Sie beide auf dem Sofa sitzen und Sie auf dem Stuhl, oder? Nee, wir sagen immer, wir gehen zusammen zur Arbeit. Es fragt ja auch niemand, wenn Sie beispielsweise, wenn Sie als Abteilungsleiter irgendwo arbeiten würden, sind Sie ja auch nicht mit der ganzen Abteilung befreundet. Oder sind Sie beide befreundet zum Beispiel? Oder gehen Sie auch zur Arbeit? Na, in gewisser Weise sind wir auch befreundet, ja. Also schon. Also ich meine, so eine ja, Glück gehabt. Ja. Bei Ihrer Arbeit. Ja. Wir halt nicht. Wir sind halt beide zusammen auf der Arbeit und haben halt nicht Glück gehabt. Aber Sie sind ja jetzt auch älter geworden. Ich meine, es ist ja theoretisch möglich. Mit dem Alter wird man ja ein bisschen reifer, einfach mal vielleicht auch jetzt die Freundschaft da. Ja, da kann man ganz genau erkennen, wo die Grenze ist. Wir sind ja nicht verfeindet. Du ist ja auch nicht. Wir haben jetzt keine Gefühle füreinander. Was darf man denn erwarten? Warum sollte ich denn jetzt als jemand, der die Band vielleicht nicht kennt, Fan werden? Ja, um zum Beispiel meine Songs, ich habe ja die Songs alle komplett alleine geschrieben. Jedes Mal. Ich hatte die...
Nichts hast du. Es sind meine Songs, ich habe die Musik geschrieben, ich habe die Texte geschrieben. Mach du mal was, das ist so unerträglich. Und wir werden die beiden sind halt auch dabei, weil sie halt auch die Songs mitspielen wollten immer schon. Und dementsprechend gehen wir halt los und spielen meine Songs. Das Pech bei Diggi ist, dass die gesetzliche Krankenkasse irgendwann die Leistung für Zahnersatz ausgelagert hat. Ja, brauchst gleich die Hand vom Mund zu nehmen, ne? Ist das denn, kann man tatsächlich... War früher ein hübscher Bursche. Kann man denn auch so ein bisschen... Weißt du, was er trinkt? Das ist der Wodka Zero. Ja, angeblich ohne Alkohol. Wodka Zero ist 0% Alkohol, das ist nur noch Fun. Also das, was in den letzten 20 Jahren los war, hat das auch einen, ja, sagen wir mal, einen Effekt auf die Bandsituation jetzt? Also was haben Sie in den letzten 20 Jahren gemacht? Vielleicht mal einfach mal der Reihe nach, bei Ihnen angefangen. Also ich bin damals schon Optiker gewesen, bin es immer noch, habe ein kleines Optikergeschäft mit meinen Eltern zusammen und ich habe mit meinen Eltern eine Band gegründet, Fraktus 2. Mit den Eltern? Ja, und wir machen eine sehr interessante, experimentelle Musik. Also letztendlich die Grundidee von Fraktus 1 habe ich mit meinen Eltern weiterverfolgt. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Ich bin 1987 nach Ibiza gegangen und einer meiner ersten Klienten war übrigens der heute unter seinem bürgerlichen Namen Gary Friedler als DJ Ötzi bekannte. Also, da sieht man sieht ja genau, und der hat, das ist nämlich mein Markenzeichen und ich trage das immer noch, weil der hat sich nach 2,5 Jahren einer Nacht- und Nebelaktion vom Acker gemacht. Und heute, und ich werde ausgelacht, weil ich die weiße Mütze trage, wobei alle wissen, dass das mein Ding ist. Also auf jeden Fall bin ich da, ich mach Musik, okay, das ist jetzt nichts, wo man stolz drauf unbedingt sein kann, aber er ernährt seinen Mann. Stimmungsmusik. Ja. Gut, bei Ihnen ist die Frage obsolet oder? In meinem Internet, ich habe mein Internetcafé Surf and Schlurf. Vorher hatte er Anfang der 90er hatte er Kaffee Pustekuchen, das Faxcafé Pustekuchen. Ja. Da war's Fax. Ja. Ich weiß nicht, warum alle lachen. Das ist vor dem Internet gab's auch Massenmedien. Und in meinem Café gab's damals zuerst ISDN, Fax und Anrufbeantworter, mehrere. Das ist eine ehrbare Idee. Ich sage mal, herzlichen Dank für den... Wieso war es das jetzt schon? Das wird es jetzt erstmal gewesen sein, aber wir werden sicherlich knackige 2 Minuten draus schneiden. Ach so. Wir sind jetzt extra hier hingekommen wegen 3 Minuten oder was? Wollen wir nicht noch Musik machen? Oder wollen wir nicht noch ein Stück vorstellen? Oder wollen wir nicht eine Sendung machen? Halt doch mal das! Du schäm mal dein Leben, Alter! Was machst du denn jetzt, Dicky, an? Du bist ja vielleicht ein Arschloch. Ey, das sag ich dir! Das hat ein Nachspiel! Thorsten, komm zurück! Okay. Hallo. Ja. Gut, das war ein Fraktus. Machen wir an der Stelle einfach weiter, ne? Als wenn nichts gewesen wäre. Sie hätten sich wahrscheinlich aufgelöst, wenn Sie jetzt sehen, was jetzt in der Sendung passiert. Serdar Somuncu mit Aufzeichnung aus dem Kellerloch. Wer war das denn?